Der Michi hat einen Gemeinderat verklagt, aber das zieht er wieder zurück, für das, dass der Sascha seinen Platz im Gemeinderat aufsagt. Außerdem möchte er seine Werkstatt für elektrische Karren umbauen und selbst einen Lehrgang dafür besuchen. Der Josef lügt seine Leute an und sagt, dass er in Teneriffa eine Freundin hat. Die Rosi weiß, dass das nicht wahr ist und darf es aber nicht weiter sagen und muss die Leute anlügen. Darum sagt er der Josef seinem, dass das gelungen ist. Aber dass er ein warmer Bruder ist, sagt er nicht. Und sein preußischer Gspusi fliegt wieder auf Teneriffa zurück. Weil Margot auf der Kirchenbank einen kalten Arsch kriegt, kauft ihr sein preußischer Alter einen geharzten Polster. Beim Beichtsitzen hockt sich der Pfarrer da drauf und schlaft ein dabei und schnarcht im Beichtstuhl. Für die Uschi und seinen Alten kocht das Hummerl Rouladen und als Nachspeis ein Kaffee, der wo schmeckt, als wie ein Weihnachtsplatzl. Das kommt aber gut an. Der Pfarrer hat Ballen vor der Führerscheinprüfung, weil der Prüfer Teufel heißt und sie auch aufführt als wie ein Teufel. Am Ende haut aber schließlich da alles hin. Der Hubert tragt seiner Alten leichtsinnigerweise einen Fehler im Kalender rein. Und drum muss er statt ihrer am Elternabend von der Schule mit tun und kann mit seinen Spätzchen ein ganz wichtiges Fußballspiel nicht anschauen. Der Rolli macht Sprich vor seiner preußischen Gspusi, dass er einen Zauberwürfel in einer Minute auflesen kann. Dabei packt er das aber einen ganzen Tag lang nicht, weil er zu blöd ist dafür. Josie macht ihm nachher vor, wie das geht. Danach wird er vom Gericht gestraft, weil er eine falsche Vertretung eingestellt hat und darf mit seiner preußischen Gspusi nimmer länger als wir 4 Wochen wegfahren. Drum meint die, dass er Tina zur Geschäftsführerin machen sollte.